Okay, weiter geht's. Kommen wir mal zur Gefährlichkeit von Islamisten wie Pierre Vogel. Zuerst sollten wir erklären, was bedeutet Islamismus. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Islamismus Bestrebungen zur Errichtung einer Gesellschaft wird unter der Herrschaft von Koran und Scharia lebt. Eine Gesellschaft, die nun mal nicht mit dem Grundgesetz vereinbart ist. In der Hinsicht kann man dann Islamisten wie Pierre Vogel auch zu Recht als Verfassungsfeinde bezeichnen. Als Feinde der Demokratie und der Freiheit. Salafisten, oder besser gesagt, Wahhabiten, sehen dies erst erfüllt, wenn eine Gesellschaft wie zu Zeiten von Mohammed vor ca. 1400 Jahren in der arabischen Wüste lebt. Dass dieses Ziel für die meisten Muslime wirklich erstrebenswert ist, wage ich zu bezweifeln. Hierzu empfehle ich, den Muslimen einfach mal einen Blick nach Syrien zu werfen. Dort haben die Islamisten Landstriche erobert und üben ein Terrorregime auch gegen andere Muslime aus. Nicht nur gegen Christen und Juden, sondern auch gegen andere Muslime. Letztens erst wurde deswegen von den syrischen Rebellen, also den tatsächlichen syrischen Rebellen, die Al-Qaida-nahe Organisation massiv bekämpft und angegriffen. Dabei starben auch einige Islamisten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dass eine solche Gesellschaft für Nichtmuslime definitiv nicht erstrebenswert ist, kann man in islamischen Ländern sehen. In der Liste der Staaten, welche Christen verfolgen, befinden sich alleine unter den Top 10 9 islamische Staaten. Platz 10 hat der Jemen, Platz 9 Iran, Platz 8 Pakistan. Dort wurde erst letztens jemand übrigens wegen Blasphemie verurteilt und auch zum Tode verurteilt, weil er sich abfällig über den Propheten Mohammed geäußert hat. Freie Meinungsäußerung gibt es in solchen Ländern nicht. Platz 7 Malediven, Platz 6 Saudi-Arabien, in einem Land, in dem zu Weihnachten die Religionspolizei reinstürmte, weil dort Leute Weihnachten gefeiert haben, ein christliches Fest, und damit gegen die saudi-arabischen Gesetze verstoßen haben. Platz 5 Afghanistan, Platz 4 Irak, Platz 3 Syrien, Platz 2 Somalia. Auf Platz 1 steht ausnahmsweise mal ein nicht-islamisches Land, und zwar Nordkorea. Unter den 50 Staaten auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors sind alle Länder des Islams vertreten. In islamischen Staaten ist die Religionsfreiheit massiv eingeschränkt. Christen und Juden wird es verweigert, Kirchen und Synagogen zu bauen. Die Missionierung ist verboten. Der Übertritt zu einer anderen Religion ist oft mit dem Gefängnis oder gleich mit dem Tode bedroht. Menschen, die in diesen Ländern den Islam den Rücken kehren, müssen mit massiver gesellschaftlicher Ausgrenzung und Repressalien rechnen. Es gibt Fälle, da wurden Leute, und das ist regelmäßig der Fall, werden dort von ihrer eigenen Familie mit dem Tode bedroht und ermordet, weil sie sagen, sie möchten keine Moslems mehr sein. Sie nehmen für sich das Recht auf Religionsfreiheit in Anspruch. Auch für Muslime selbst sind die Islamisten ein massives Problem. So verübten islamistische Söldner in Syrien massive Folter- und Menschenrechtsverletzungen an Muslime, welche eine andere Sicht auf den Islam haben oder den Islamisten nicht korankonform genug leben. Die meisten Opfer des muslimischen Terrors von Gruppen und Staaten sind Muslime selbst. Von ca. 22.000 Terrorakten mit muslimischem Hintergrund seit dem 11. September 2001 geschah nur ein verschwindend geringer Bruchteil in westlichen Ländern. Dieses wird oft genug leider verschwiegen, dass es Tatsache ist, dass die meisten Toten von muslimischen Terroristen andere Muslime sind. Jetzt könnten wir uns deswegen in Deutschland und anderen westlichen Ländern bequem zurücklehnen und sagen, der Islamismus ist doch in erster Linie ein Problem islamischer Staaten. Doch nichts könnte gefährlicher sein, denn islamistische Gruppen, wie diese von Pierre Vogel und Co., sind in Deutschland bereits aktiv und machen aktiv Werbung und Propaganda. Schätzungen gehen von ca. 40.000 bis 80.000 Islamisten in Deutschland aus. Nur zum Vergleich dazu, beim Rechtsextremismus rechnet man etwa 20.000 Personen und beim Linksextremismus ca. 30.000 Personen. Wenn man diese Zahlen einmal zusammenrechnet, haben wir
wir das Problem, dass wir in Deutschland bereits mehr Islamisten anscheinend haben, als Rechtsextremisten und Linksextremisten zusammen. Der Druck, den Islamisten jedoch innerhalb ihrer muslimischen Gemeinschaft ausüben können, ist weitaus höher. Denn die stellen dadurch 2% aller Muslime in Deutschland. In Deutschland leben offiziell ca. 4 Millionen Menschen. 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. In diesen islamistischen Verbänden wird unter anderem auch massiv Werbung gemacht für den Dschihad. Und zwar nicht die friedliche Form des Dschihads, dass man sozusagen was für seinen Glauben tut, sondern die gewalttätige Variante. Deswegen, aktuell befinden sich allein in Syrien ca. 300 Islamisten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Weitere Islamisten sind in Afghanistan, Pakistan und anderen islamischen Ländern an Kriegsverbrechen, Folter und Verfolgung gegen die dortige Zivilbevölkerung beteiligt. Diese Islamisten kann man nach ihrer Rückkehr als tickende Zeitbombe beteiligen, denn diese dürften in diesen Ländern weiter radikalisiert worden sein. All diese Dschihadisten waren vor ihrer Abreise aus Deutschland in islamischen Kreisen aktiv. Kreisen, in denen Leute wie Pierre Vogel massiv Einfluss genießen. Leute, die man als geistige Brandstifter bezeichnen kann. Zu den Aktivitäten dieser Islamisten zählen dann nicht nur diese Todesdrohungen, die von mir angesprochen wurden, gegen Islamkritiker, also dazu zählen unter anderem Todesdrohungen gegen Islamkritiker und auch Mordanschläge oder Mordversuche, so zum Beispiel auf Marco Beisicht letztes Jahr von ProNRW. Sein islamisches Verbrechen war gewesen, dass er das Zeigen einer Mohammed-Karikatur auf seinen Kundgebungen zugelassen hat. Du vermisst, Alter. Das ist kein Mist, das ist alles nachprüfbar, junger Mann. Ich möchte hier noch einige islamkritischen Zitate bringen. Von Safa Senocak, ein türkischer Schriftsteller. Auch wenn es die meisten Muslime nicht wahrhaben wollen, der Terror kommt aus dem Herzen des Islams. Er kommt direkt aus dem Koran. Kardinal Karl Lehmann. Der Islam hat irgendwie doch ein ungebrochenes Verhältnis zu Gewalt. Der Gott, der sich immer durchsetzt. Mohammed ist ein Krieger, der siegt. Ewald von Kleist, ein Widerstandskämpfer gegen Hitler. Wir können uns alle noch an die Bilder erinnern, wie iranische Kinder mit grünen Bändern um die Stirn in die Maschinengewehrgaben der Iraker liefen. Die Eltern haben das geschehen lassen, weil sie glaubten, ihre Kinder erfüllten den Willen Allahs. Dazu möchte ich mal etwas sagen. Wer es zulässt, dass seine Kinder in einen Krieg ziehen und dazu auch noch jubelt, hat in meinen Augen einen ziemlichen Dachschaden. Man sollte seine Kinder vor Gewalt beschützen und sie nicht noch der Gewalt ausliefern. Diese Menschen hier müssten eigentlich viele Leute hier in Köln kennen. Mustafa Kemal Atatürk, erster Präsident der modernen Türkei. Islam, diese abstruse Theologie eines unmoralischen Beduinen, ist ein verwesener Leichnam, der unser Leben vergiftet. Dann haben wir hier noch Ayatollah Sedak Kalkali. Gegner des Tötens haben keinen Platz im Islam. Unser Prophet tötete mit seinen eigenen gesegneten Händen. Junge, du darfst das. Hast du schon mal Voltaire, ein französischer Philosoph und Schriftsteller. Der Koran lehrt Angst, Hass, Verachtung für andere, Mord als legitimes Mittel zur Verbreitung und zum Zerhalt dieser Satanslehre. Er redet die Frauen schlecht, stuft Menschen in Klassen ein, fordert Blut und immer wieder Blut. Dass ein Kamelhändler in seinem Nest Aufruhr entfacht, dass er seine Mitbürger glauben machen will, dass er sich mit dem Erzengel Gabriel unterhielt, dass er sich damit brüstet, in den Himmel entrückt worden zu sein und dort den Teil jenes unverdaulichen Buches empfangen zu haben, das bei jeder Seite den gesunden Menschenverstand ergeben lässt, dass er, um diesem Berg Respekt zu verschaffen, sein Vaterland mit Feuer und Eisen überzieht, dass er Väter erwirbt, Töchter fortschreibt, dass er den Geschlagenen die freie Wahl zwischen Tod und seinen Glauben lässt. Und zwar nicht den Glauben desjenigen, den er bedroht, sondern ob er den Glauben Mohammeds annimmt. Das ist nur mit Sicherheit etwas, das kein Mensch entschuldigen kann. Es sei denn, er ist als Türke auf die Welt gekommen, es sei denn, der Aberglaube hat ihm jedes natürliche Licht des Verstandes erstreckt. Friedrich II., König von Preußen. Mohammed war nicht fromm, sondern nur ein Betrüger, der sich der Religion bediente, um sein Reich und seine Herrschaft zu begründen. Winston Churchill, weit entfernt von seinem Untergang, ist der Mohammedanismus ein militanter, bekehrungseifriger Glaube. Wäre das Christentum nicht in den starken Armen der Wissenschaft geboren, könnte die Zivilisation des modernen Europas untergehen.
Und sagen natürlich auch Linke, dass Islamkritiker böse Menschen sind. Ich hoffe mal, Sie sagen das auch nicht über Karl Marx. Der Koran teilt die Welt in Ungläubige und Gläubige. Der Ungläubige ist Harbi, das heißt der Feind. Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muslime und Ungläubige. Manuel II. Von Palaiologos, ein byzantinischer Kaiser, zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Alice Schwarzer, eine Ikone der Linken. Das Kopftuch ist die Flagge des islamischen Kreuzzuges. Diese islamistischen Kreuzzüger sind die Faschisten des 21. Jahrhunderts. Dr. Yunus Shaikh, ein indischer Rationalist und Aufklärer. Der Islam ist ein organisiertes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hans-Peter Radas, Aber es ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Alter. Orientalist und Buchautor. In keiner anderen Kultur, geschweige denn Religion, findet sich die Kodifizierung von Mord, Raub, Versklavung und Tributabrechnung als religiöse Pflicht. In keiner anderen Religion findet sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes gegenüber Andersgläubigen, wie sie der Islam als integralen Bestandteil seiner Ideologie im Koran kodifiziert und in der historischen Praxis bestätigt hat. Nicht zuletzt findet sich kein Religionsstifter, dessen Vorbildwirkung sich wie bei Mohammed nicht nur auf die Kriegsführung, sondern auch auf die Liquidierung von Gegnern durch Auftragsmord erstreckt. Herbert Rosendorfer, ein Buchautor. Mohammed kompilierte seinen Koran, von dem er behauptete, ein Engel habe ihm diktiert oder eingeflüstert. Und wenn es ihm in den politischen Kram passte, erschien immer der Engel und eröffnete ihr eine passende Suche gegen seine Feinde. Alexis de Tocqueville, französischer Publizist, Politiker und Historiker. Ich habe den Koran intensiv studiert. Meine Studien überzeugten mich, dass es wenige Religionen in der Welt gegeben hat, die für die Menschen so tödlich waren wie die des Mohammeds. Soweit ich es beurteilen kann, ist sie die treibende Kraft hinter dem Verfall, der heute in der muslimischen Welt so deutlich wird. Obwohl der Mohammedanismus nicht ganz so absurd ist wie die Vielgötterei alter Zeiten, sind seine sozialen und politischen Tendenzen meiner Meinung nach im höchsten Maße furchteinflößend. Daher sehe ich ihn im Vergleich zum Heidentum als Rückschritt und nicht als Fortschritt. Jetzt könnten man natürlich noch viele andere Zitate aufführen, aber warum nur Negatives über den Islam? Lassen wir doch auch mal positive Worte zum Islam uns anhören. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, kennen Sie sicherlich, wenn Sie den Geschichtsunterricht aufgefasst haben. Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts, denn er erzieht mir in dieser bosniakischen SS-Division namens Handschar seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Okay, na gut, könnte ein Ausrutscher sein. Lesen wir mal, was ein Großmufti Mohammed Amin al-Husseini dazu gesagt hat. Die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker geworden, weil der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht der islamischen Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind der Monotheismus und die Einheit der Führung. Der Islam als ordnende Macht, der Kampf, die Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs. Das Verhältnis zu den Juden. Damit ist nicht ein freundschaftliches Verhältnis gemeint gewesen, sondern die Ausrottungsfantasien des Dritten Reiches sind auch in die Praxis umgesetzt worden. Da muss ich sagen, okay, wenn anscheinend da Berührungspunkte gibt, mal sehen, ob wir etwas finden, was ein Herr Adolf Hitler dazu sagte. Adolf Hitler, deutscher Reichskanzler von 1933 bis 1945. Hätte bei Portiers nicht Karl Martel gesiegt, haben wir
haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen. Das Christentum ist so etwas Fades. So hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen. Diese Lehre der Belohnung des Heldentums, der Kämpfer allein hat den 7. Himmel. Die Germanen hätten die Welt damit erobert und nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden. Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, also wenn man so die Zitate durchgeht, stellt man eines fest: beliebt ist der Islam anscheinend bei kritischen Geistern selten. Wie kommt es? Wie kommt es, dass, sag ich mal so, sich unterschiedliche Menschen, von Alice Schwarzer über Karl Marx, Friedrich den Großen, sich so kritisch äußern zum Islam? Einfach mal mit beschäftigen, besorgen Sie sich einen Koran, lesen Sie das Buch, aber lesen Sie es auch kritisch. Tauschen Sie, wie gesagt, einfach mal die Stellen aus, wo da steht, die Ungläubigen töten und ähnliches. Setzen Sie stattdessen vielleicht mal Moslems ein oder eine andere Volksgruppe. Und dann werden Sie feststellen, woran es liegen könnte. Oder Sie beschäftigen sich mit der Geschichte des Islams. Dazu wird es in Kürze auch noch etwas geben. Ich danke Ihnen.